Herzlich willkommen aus unserem Livestream-Studio. Wir hatten heute Morgen technische Probleme, deshalb zeichnen wir meine Predigt nochmals auf. Wir sind momentan mitten in einer Serie über das Buch der Offenbarung. Und ich hatte 2 Wochen Sommerferien, habe das Buch zweimal durchgelesen und ich bin zu folgender Erkenntnis gekommen. Die Bibel ist eigentlich wie ein entscheidendes Fußballspiel. Im Alten Testament geht das Volk Gottes ohne genauen Matchplan ins Leben oder in den Match des Lebens. Es gibt keine genaue Strategie, wie sie den Gegner überwinden können. Sie sind total auf sich alleine gestellt auf dem Spielfeld. Gott ist irgendwo am Seitenrand. In ihrem Leben ist Gott oft einfach eine Randerscheinung. Der Gegner ist stärker als erwartet und er punktet. So richtig in der 2. Minute, in der 9. Minute, in der 35. Das ist natürlich jetzt einfach so ziemlich willkürlich. Aber es soll zeigen, der Gegner punktet und es zeichnet sich für das Team Jesus, für das Team Kirche eine Niederlage ab, für das Volk Gottes. Hinzu kommt, dass die Spielregeln viel zu streng sind und eigentlich das Volk Gottes gar nicht so richtig ins Spiel findet. Und dann kommt die Halbzeitpause. Ab da beginnt eigentlich das Neue Testament. Und was ihr hier auf der Grafik seht, da macht Gott einen starken Wechsel. Er wechselt Messi ein, den Spielmacher, den Captain. In biblischen Begriffen wäre das der Messias natürlich. Und jetzt kommt so richtig Schwung ins Spiel vom Team Messi rein. Die machen die große Aufholjagd. Messi ist der Spielmacher. Sie treffen der Glaube, der freigesetzt wird durch Messi. Der beflügelt das ganze Team und das Team wächst über sich hinaus. Die Mannschaft spielt jetzt um den Sieg mit einer Siegesgewissheit. Aber dann passiert so etwas voll Unvorhergesehenes eigentlich für das Team Messi. Und zwar wird ihr Spielmacher Messi von Devil, man kann auf Englisch auch sagen Devil, dem Captain der Gegenmannschaft, argst gefoult und er liegt dann für 3 Minuten regungslos am Boden. Der Schiedsrichter sendet Devil mit einer roten Karte vom Spielfeld gleich unter die Dusche und Devil hat jetzt nichts mehr zu bestellen auf dem Spielfeld. Er kann nicht mehr mitmischen. Und nach 3 Minuten, dass Messi da regungslos am Boden lag, steht er unverhofft wieder auf, spielt noch ein bisschen mit, aber wird dann kurze Zeit später ausgewechselt. Und Messi wird von der Seitenlinie sein Team anfeuern. Er ist mit ihnen, er ist für sie und das Team Messi kämpft jetzt wirklich um den Sieg und sie sind in dieser Siegesgewissheit weiter unterwegs und die Gegenmannschaft hat eigentlich gar nichts mehr zu bestellen. Die versuchen jetzt einfach sich hinten reinzustellen, die haben nicht mehr die Kapazität anzugreifen, denn eigentlich ist ihr Captain weg vom Platz, das heißt so gut, dass sie besiegt sind. Aber eben, das Team Messi ist immer noch in Rücklage. Und dann kommt diese erlösende 88. Minute, wo eigentlich 2 Minuten vor Spielschluss kündigt der Seitenlinienrichter an, dass noch 8 Minuten weiter gespielt wird. Es gibt eine Nachspielzeit. Es ist eigentlich wie eine Gnadenzeit. Und das Team Messi weiß jetzt, okay, eigentlich wäre bei der 90. Minute fertig gewesen. Aber wir haben nochmals die Möglichkeit, wir sind momentan voll im Schwung, um das Spiel wirklich tatsächlich noch zu drehen. Und wenn wir das Buch der Offenbarung lesen und darüber sprechen, dann ist es eigentlich diese Nachspielzeit, eine Gnadenzeit. Und wie ihr seht auf meiner Grafik, das Team Messi punktet dann noch in der 90. Minute, in der 97. Minute, drehen sie das Spiel noch zum Sieg, weil hier ist jemand, der an sie glaubt, der ihnen nochmals eine Zeit gibt, um das Spiel zu drehen. Vor ein paar Tagen war das Spiel IB Berner Young Boys, das ist mein Team. Die haben gegen Cluj gespielt, das ist ein Team aus Rumänien und ich war gerade in Rumänien in den Ferien. Und bis zur 90. Minute war IB 1-0 in Rücklage. Es geht um die Champions League Qualifikation und weil das Team IB viel besser war die ganze Zeit. Die wussten eigentlich, wir können das Spiel gewinnen.
Aber ihnen ist die Zeit ausgelaufen. Und doch, während den 8 Minuten Nachspielzeit, haben sie wenigstens noch das 1:1 entschieden oder geschossen und sind trotzdem jetzt noch im Rennen für die Champions League Qualifikation. Und wenn wir das nochmals die Folie anschauen, das Spiel hört dann auf mit dem Schlusspfiff und dann ist Ende. Und wenn wir davon reden, wie Gott das Spiel des Lebens beendet, wir lesen in der Offenbarung, das ist keine Trillerpfeife, sondern das sind 7 Posaunen, die dieses Ende ankündigen. Und am Schluss hält einfach der Schiedsrichter fest, wie der Kontostand ist oder der Zwischenstand in Sachen Goal, das Resultat. Und wenn wir von Gericht reden und darüber lesen, dann ist das eigentlich einfach eine Abrechnung von dem, wer gewonnen hat. Gott will, dass wir uns für die Champions League, die Königsklasse, qualifizieren. Und wenn so etwas wie der Zorn Gottes durchkommt im Buch der Offenbarung, dann hat das etwas damit zu tun, dass er eigentlich an uns geglaubt hat, dass er uns extra Time gegeben hat. Und trotzdem haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Wir haben eigentlich eine Zielverfehlung gemacht. Und das Wort Sünde heißt eigentlich eine Zielverfehlung. Er hat an uns geglaubt, er hat in uns investiert und trotzdem haben wir das nicht erreicht, wozu wir eigentlich berufen wären. Und das Gericht ist eigentlich einfach die Konsequenz, dass wir absteigen in die Devil-Liga, vom Teufel, also wirklich runter. Und wenn Gott richtet, dann heißt das eigentlich nicht, dass er uns bestraft, sondern wir haben uns einfach die Ewigkeit verspielt. Das ist so meine kurze Zusammenfassung von dem, wie ich die Bibel sehe und worum es eigentlich geht in dieser Nachspielzeit, in der Endzeit. Wir sind mitten in der Endzeit. Aber natürlich gibt es andere, viel populärere Versionen, wie eigentlich diese Endzeit aussieht. Und ich möchte euch ganz kurz in die 4 bekanntesten Ansätze hineinnehmen. Der erste ist der Prämillenarismus. Jetzt habe ich es richtig sagen können. Und da wird eigentlich gesagt, ja, es gibt ein erstes Kommen von Jesus und dann gibt es eine Trübsalzeit und dann kommt Jesus wieder. Und bei seiner Wiederkunft werden alle Christen, die in der Zwischenzeit gestorben sind, auferweckt und sie werden dann Teil von diesem Millennium, das ist ein 1000-jähriges Reich. Da werden sie dabei sein und das miterleben. Und in diese Zeit des Millenniums, das ist eine Zeit, wo eigentlich die Hände von Satan gebunden sind. Das heißt jetzt nicht, dass das eine Zeit wird, wo ein paradiesischer Moment auf Erden gibt, aber es ist auf Erden und Satan sind eigentlich die Hände gebunden, bevor es dann wirklich zum Schlussgericht kommt. Und in dieser Millenniumszeit ist wirklich auch das Ziel, dass sich viele alttestamentliche Prophezeiungen über das Volk Israel erfüllen werden. Dann die zweite Ansicht, wie die Endzeit aussehen wird, ist der Dispensionalismus. Und da geht es eigentlich wirklich darum, um die wortwörtliche Auslegung der Bibel und dass der Johannesbrief eigentlich so einen Zeitplan beschreibt, wo verschiedene Epochen dargestellt werden, wie das Reich Gottes kommt. Da gibt es eine klare Reihenfolge, wenn wir nochmals die Slide haben können. Da geht es darum, dass Jesus ist gekommen das erste Mal und dann ist die Kirche voll dran und dann kommt er ein zweites Mal, da gibt es eine Entrückung der Gläubigen. Denn die werden die große Trübsal, das ist eine Zeit, wo Schreckliches passiert, die werden das nicht erleben, denn diese Trübsal dient dazu, dass eigentlich diejenigen, die sich von Gott abgewendet haben, insbesondere auch das Volk Israel, sein auserwähltes Volk, dass die zurückfinden zu ihm und das ist die ganze Idee und dann kommt wirklich nach dem Trübsal ist die Wiederkunft Christi, dann bricht das 1000-jährige Reich an und dann gibt es das jüngste Gericht und dann geht es in die Ewigkeit. Dann als drittes haben wir den Postmillenarismus und das ist ein bisschen speziell, weil es eigentlich heißt, das Millennium vorher, dieses 1000-jährige Reich,
das werden Christen ohne die Hilfe Christi oder ohne das Wiederkommen Christi beginnen. Da werden Christen auf Erden regieren und erst nach diesen 1000 Jahren wird Christus kommen und dann wird die Ewigkeit sozusagen beginnen. Und dann als Nummer 4 haben wir noch den Amillenarismus. Und das ist die Bezeichnung, das A steht eigentlich für kein Millennium. Also das, was in der Bibel geschrieben steht, das soll mehr symbolisch gedeutet werden. Es gibt gar kein tatsächliches 1000-jähriges Reich. Eigentlich hat es schon begonnen, denn Christus regiert ja seine Kirche durch Wort und Geist. Das ist so diese Auffassung. Jetzt habt ihr meine Version gehört und 4 populäre Ansichten. Ich möchte das zusammenfassen oder mal auf die Essenz zurückbringen. Etwas, was wirklich klar ist bei allen Versionen. Jesus kommt wieder. Das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir die Endzeit verstehen wollen. Und wir freuen uns darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das Zweite ist, bis er wiederkommt, wird es eine ziemlich lange Zeit sein, die viel Geduld fordert, aber auch eine mühsame Zeit wird mit vielen Herausforderungen. Und ich habe im Römerbrief einen tollen Vers gefunden, der eigentlich das Buch der Offenbarung auf den Punkt bringt, mit einem Satz. Und da steht geschrieben, das schreibt Paulus: Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Der Titel dieser Predigt lautet: Gottes Geduld für die matchentscheidende Endzeit. Es scheint also, dass Gott uns eine Endzeit gibt, eine Nachspielzeit. Eigentlich hätte es schon längstens fertig sein sollen. Aber es gibt eine Gnadenzeit, damit wir zur Umkehr kommen. Damit Gott seine Erwartung erfüllt sehen kann. Und er ist geduldig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr eure Geduld verliert oder wann ihr ungeduldig werdet. Ich hatte jetzt gerade in den Ferien ein paar Sachen erlebt, speziell mit meinen Kindern. Also der Klassiker ist natürlich, wenn man zum Tisch ruft, kommt jetzt Essen, und sie kommen einfach nicht. Dann rufst du nochmal, sie kommen nicht. Und es wird ignoriert. Und dann platzt mir der Kragen, mein Geduldsfaden ist gerissen. Und dann fange ich an zu schreien und sage, jetzt kommt doch. Und wenn ihr nicht kommt, dann gibt es kein Eis zum Dessert. Also dann bin ich sofort im Bestrafungsmodus, wenn bei mir die Geduld reißt. Ein anderes Beispiel ist wirklich, dass meine Söhne, ich habe 5 davon, 2 haben noch Windeln an, aber die anderen 3 versuchen da selber zu pinkeln. Und das haben während Ferien, das war so mühsam, dass ich mehrmals barfuß zum WC gegangen bin und da war wirklich am Boden alles nass, weil sie nicht richtig getroffen haben. Also wenn man sieht, wie sie hinstehen, die stehen quer hin und dann geht es irgendwo hin und die träumen irgendwo. Und ich habe mich so aufgeregt. Und dann, wenn wieder nass ist, kommen rein barfuß und hat nasse Füße und dann denkst du, wer in aller Welt war zuletzt auf dem WC und hat nicht getroffen? Und ich merke einfach, wenn meine Geduld reißt, dann werde ich laut, dann brennt bei mir irgendwo die Sicherung durch. Und ich habe mich gefragt, stimmt es wirklich, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, dass es Gottes Geduld ist, die uns zur Umkehr bringen soll? Denn es hat eigentlich ganz viele Dinge, die mich eher irritieren und ich denke, Gott ist drauf und dran, uns bestrafen zu wollen und irgendwie das Gericht zu bringen. Aber ich möchte euch zeigen, worauf Gott sich wirklich sehnt und wieso er so geduldig ist, weil er weiß, wofür es sich lohnt. Und dieser Text steht in Offenbarung 21, Vers 2-3. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott,
wird immer bei ihnen sein. Darauf wartet Gott und darauf wartet er geduldig. Und ich möchte euch anhand der Gemeinde in Laodicea aufzeigen, wie geduldig Gott auf diesen Moment wartet. Obschon eigentlich dieser Text beim ersten Anblick eher das Gefühl vermittelt, dass bei Gott auch dass Gott auch kurz davor ist, dass bei ihm die Sicherung durchbrennt. Ich möchte einen Text lesen. Das ist der Brief an die Gemeinde in Laodicea. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund spucken. Habt ihr das Gefühl, das sind Worte der Geduld? Ganz ehrlich gesagt, wenn man das einfach so liest, nicht wirklich. Aber ich möchte es euch ein bisschen erklären, was Gott auch damit meint. Laodicea war eine Stadt, die an keinem Fluss lag, der frisches Wasser hatte. Also der Fluss war weiter weg und deshalb mussten sie eigentlich ihr Trinkwasser importieren. Die Römer bauten Aquädukte und sie hatten eigentlich zwei Quellen angezapft. Einerseits die Quelle im Südosten in Kolossea, das ist rund 15 Kilometer weit entfernt. Da haben sie ganz kalte Quellen angezapft. Kolossea war bekannt für kalte Quellen, erfrischendes Wasser. Und das andere haben die Römer angezapft im Norden in der Stadt Hierapolis. Jetzt habe ich es geschafft, das richtig auszusprechen. Und die ist rund 10 Kilometer weit entfernt. Und das sind ganz heiße Quellen. Die Römer haben diese Quellen für medizinische Zwecke benutzt. Das waren so Kurbäder sozusagen. Und was jetzt passiert ist, weil das große Distanzen waren und das Wasser eigentlich in die Stadt importiert wurde über die Aquädukte, das heiße Wasser hat auf diesem langen Weg so eine Abkühlung erlebt, dass es eben lauwarm wurde. Und das kalte Wasser aus Kolossea wurde eigentlich aufgewärmt, bis es in der Stadt Laodicea war, total lauwarm war. Also, es war nicht mehr erfrischend, es war auch nicht heiß genug für die Zwecke, wo man heißes Wasser braucht. Und hier sagt Gott, das Wasser ist unnütz, das muss man einfach ausspucken. Einfach nicht gut für überhaupt nichts. Und das hat die Gemeinde dort natürlich ganz normal erlebt. Das war ihr Alltag, lauwarmes Wasser. Aber jetzt gibt es eine geistliche Dimension, wo Gott sagt, ich möchte, dass du entweder kalt oder warm bist und nicht das lauwarme Zeugs. Ich möchte lieber, dass du on fire für mich bist oder ganz kalt für mich. Und ich möchte euch zeigen, inwiefern das eigentlich Gott in diesem Message seine Geduld zeigt. Weil er sagt eigentlich, dass ihr euren Glauben importiert. Das ist ein Riesenaufwand. Ihr würdet besser eigene Quellen anzapfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also das Aquädukt ist ein schönes Bild. Ich schaue auch gerne Podcasts und lasse mich von anderen inspirieren. Aber ich habe gemerkt, manchmal, wenn ich Dinge einfach importiere, ich importiere Glauben. Hier hat jemand etwas gesagt, hier hat jemand etwas gesagt und ich versuche das dann ein bisschen so anzupassen in meinem Leben. Es wird lauwarm. Es ist keine Quelle, die ich selber angezapft habe. Und Jesus sagt, ich möchte eigentlich, dass du deine eigene Quelle gräbst. Ich möchte nicht, dass du dein Wasser importierst. Ich möchte, dass du in mir deine Quelle findest. Und ich will bei dir sein, ganz nahe. Ich will eine enge Beziehung haben mit dir, damit ich eine Quelle bin für dich. Und das ist Gottes Geduld. Er sagt, ich hätte eigentlich lieber, dass du gräbst. Und ich warte gerne, bis du mich gefunden hast und zu mir kommst. Ich liebe, was die Hirten, die Farmer in Australien im Outback machen. Das sind riesige Flächen,
die jetzt nicht unbedingt super grün sind und die Herden müssen ganz große Gebiete abgrasen, damit sie genügend Futter finden. Und es ist eigentlich unmöglich für die Bauern dort, dass sie dieses Gebiet einzäunen. Sie können ihre Herde nicht im Griff halten. Sie können sie nicht kontrollieren. Aber was sie machen, sie graben Quellen. Und sie wissen, dass diese Tiere, obschon sie eigentlich verloren gehen im Buschland, dass sie irgendeinmal, wenn sie Durst haben, zurück zu dieser Quelle kommen. Und Jesus sagt wirklich, ich will deine Quelle sein. Er sagt in Offenbarung 22, wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekomme es umsonst. Und das ist wirklich eine Ermutigung an uns. Gott sagt, ich warte auf dich. Finde bei mir die Quelle. Aber ich möchte nicht, dass du einfach dieses Wasser importierst. Das zweite ist der Überfluss. Ich lese weiter. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir. Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kauf auch Salbe und streiche die dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Klingt dieser Text nach geduldig sein von Seiten Gottes? Nee, für mich eigentlich nicht. Aber ich möchte es euch erklären. Ich glaube, da drin ist eine absolute Botschaft der Geduld. Gott sagt, kauft bei mir Gold, das geläutert wurde, das gereinigt wurde. Wisst ihr, die Stadt Laodicea war eine wichtige Handelsstadt. Ich habe eine Folie dazu, da könnt ihr sehen, die Handelswege, wie Laodicea gelegen ist. Also da gibt es 2 Handelsrouten, ganz wichtige, die dort sich gekreuzt haben. Eine, die natürlich nach Ephesus ging, eine der bedeutendsten wirtschaftlichen Zentren der Antike. Und dann Richtung Osten ging es sogar bis China. Da wurden Güter aus China auf diesem Weg her transportiert. Und also das war eine reiche Stadt mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Wir lesen sogar, dass nach einem zerstörenden Erdbeben, also Laodicea war in einer Erdbebenregion, aber im Jahr 60 nach Christus gab es ein verwüstendes Erdbeben. Und wir lesen in Chroniken, dass der Kaiser Nero der Stadt angeboten hat, den Wiederaufbau zu finanzieren, weil es eben eine wichtige Stadt war. Aber die Laodiceer, die sagten eigentlich, wir brauchen keine Hilfe von Rom. Wir sind reich genug. Wir haben alles. Wir sind nicht auf externe Hilfe angewandt. Wir können selber zu uns schauen. Und was eigentlich so nobel klingt, ist nicht so nobel, wenn sich dieser Gedanke der Unabhängigkeit auch in die Gemeinde einschleicht. Und das ist etwas, das Jesus sagt, hey, ich möchte nicht, dass ihr so diese Selbstgenügsamkeit habt und wie einfach nicht nach mir fragt, nicht einfach versucht, euch immer wieder selber zu helfen. Speziell, weil diese Gemeinde auch in einer Krise war, in schwierigen Zeiten. Und er sagt, ich will, dass ihr Gold bei mir kauft, das geläutert wurde. Wisst ihr, wenn man reich ist, kann man sich immer wieder in schwierigen Zeiten beglücken oder ablenken oder natürlich auch irgendwie betäuben vom Schmerz, den man eigentlich hat. Und ich glaube, es ist ein Zeichen von Gottes Geduld, dass er eigentlich sagt, ich möchte, dass du bei mir Gold kaufst. Dass du eigentlich in dieser Krise, dass dein Glaube zu Gold wird, dass dein Glaube eine Ressource wird, dass dein Glaube Substanz bekommt. Ich denke, es können viele von uns bezeugen, die mit Christus längere Zeit unterwegs sind. Ich jedenfalls kann das. Die schwierigsten Zeiten meines Lebens, wo ich es zugelassen habe, dass ich mich nicht einfach nur betäubt habe, sondern zugelassen habe, dass der Schmerz, die schwierigen Situationen, dass ich dort wie angekommen bin und versucht habe, im Glauben an Jesus festzuhalten. Und da habe ich etwas rausgewonnen. Es ist für mich eine Quelle geworden, eine Ressource der Glaube.
Und Jesus sagt, ich möchte eigentlich, dass du bei mir Gold kaufst und nicht dich auf dich alleine verlässt. Und ich warte, weil ein Läuterungsprozess, der dauert länger. Es ist einfacher, das extern irgendwie hinzubekommen, sondern nein, ich will, dass du eine Quelle anzapfst oder eben eine Ressource anzapfst, die möglich ist, wenn du mich suchst. Er spricht dann auch noch ein weiteres Ding an, weiße Kleider. Vielleicht gibt es dazu zu sagen, dass Laodicea auch eine wichtige Handelsstadt für Textilien war. Und zwar gab es in dieser Gegend eine dunkle, glatte Wolle, schwarze Wolle, die sehr bekannt war, die auch sehr beliebt in Rom war. Da wurde so Tunikas, die hatten auch einen speziellen Namen, die hieß Trimata und das wurde exportiert zu hohen Preisen. Sehr beliebte Kleider, dunkle schwarze Kleider, fancy Kleider, also wirklich exklusives Zeugs nach Rom gebracht. Und ich glaube, wenn Jesus hier sagt, ich möchte dir kein schwarzes, krasses, exklusives Kleid geben, sondern ein weißes. In der Bibel steht die Farbe weiß auch immer wieder dafür, für Reinheit, für Einfachheit und auch für Hingabe. Und ich glaube, Jesus sagt, weißt du was, ich möchte nicht, dass du versuchst, dich besser darzustellen, als du eigentlich bist. Ich bin ja ein Gott der Geduld. Und ich möchte dich kleiden in diese Zeit, wo du durch schwierige Zeiten gehst. In diese Einfachheit, in diese Genügsamkeit auch. Ich stehe zu dir. Du musst nicht besser sein, als du eigentlich sein willst, sondern einfach dich. Ich glaube an dich und ich bin mit dir. Dann ist noch hier die Erwähnung dieser Augensalbe. Es war auch noch so, dass Laodicea bekannt war für die medizinische Schule, die es dort gab. Und da gab es diesen phrygischen Puder, was wirklich eine Augenmedizin war. Und ich glaube auch, das ist wieder so eine Anlehnung daran, dass verlass dich nicht einfach auf das, was du dir selbst beigebracht oder erarbeitet hast, auf deine Cleverness, sondern du bist blind und ich möchte, dass du zu mir kommst und ich will dir Dinge zeigen, die du noch nicht gesehen hast. Gott wartet darauf, um dir eigentlich dein Leben zu zeigen, um dir die Möglichkeiten zu zeigen, was eigentlich er mit dir vorhat. Er wartet geduldig darauf. Er will nicht, dass du dich auf deine eigene Cleverness verlässt. Und so geht der Text weiter. Und es zeigt jetzt wirklich Gottes Geduld. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Also das kommt jetzt wirklich so ein bisschen rüber, als hätte Gott seine Geduld verloren. Aber es geht weiter. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen und mit ihm und ich mit ihm und er mit mir. Und hier kommt es so durch, dass Gott geduldig wartet. Er klopft einfach. Er stürmt nicht hinein. Er macht nicht Druck, sondern er sagt einfach, wenn du bereit bist, dann öffne die Tür für mich. So ein wunderbares Zeichen der Geduld Gottes. Er sehnt sich eigentlich um diese Gemeinschaft mit ihm, mit dir, aber er wartet. Und wisst ihr, jemand, der Geduld hat, der sucht nicht nach Optionen oder Alternativen. Ich liebe Gott. Gott klopft nicht und wenn du nicht öffnest, dann rennt er gleich davon und sucht sich jemand anderes, sagt, dann bist du selber schuld. Er wartet, weil er sieht eigentlich keine Alternative. Er wollte jemanden wie dich. Er hatte noch niemand wie dich. Deshalb hat er dich geschaffen. Und er sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und dass du umkehrst zu ihm. Und dass ihr eben eins sein könnt. Das ist sein großer Traum. Das ist das, was am Ende der Weltgeschichte passieren soll.
Es gibt keine Alternativen für Gott. Ich wurde dieses Jahr 40 Jahre alt und ich wurde reich beschenkt von vielen aus unserer Gemeinde und Freunde, Familie. Und ich hatte das Geld zusammen, um meine Traumgitarre jetzt endlich kaufen zu können. Es ist eine Gretsch White Falcon, wirklich der Rolls Royce unter den Gitarren. Und ich habe die gleich nach meinem Geburtstag Ende Januar bestellt. Und mir wurde gesagt, dass die Gitarre, dass es zu Lieferverzögerungen kommt bis Mitte Mai, Anfangs Mai. Und als ich Mitte Mai immer noch nichts gehört habe, habe ich mich nochmals gemeldet beim Lieferanten. Und dann hieß es, es geht jetzt noch bis zu den Weihnachten, dass die geliefert werden kann. Ich bin auf einer Warteliste und es gibt Verzögerungen. Ich kann nicht sagen, ich habe damals entschieden, ja, ich warte, weil für die Traumgitarre gibt es eigentlich keine Alternativen. Man wartet einfach. Aber jetzt letzte Woche ist meine Geduld gerissen. Und ich habe dem Lieferanten geschrieben, er soll die Bestellung stornieren. Und ich habe angefangen, online nach Alternativen zu schauen. Und dann habe ich trotzdem das nochmals in der Nacht bewegt. Und am anderen Morgen bin ich aufgestanden und habe dem Lieferanten wieder geschrieben, nein, ich nehme meine Stornierung zurück. Denn es gibt nichts Besseres als meine Traumgitarre. Und es gibt keine Alternative. Meine Ungeduld soll mich nicht davon berauben, für das Beste zu erhalten, wofür mir Geld gegeben wurde, wofür ich jetzt so viele Jahre meines Lebens eigentlich auch drauf geplant habe. Und ich glaube, das ist wirklich das, was Gott auch sagt in diesem Buch der Offenbarung. Er wartet nicht einfach auf irgendetwas. Er wartet auf dich und das ist das Beste, was ihm je passieren kann. Gott ist geduldig, weil er an dich glaubt. Viel mehr, als du selbst an dich glaubst. Ich liebe es auch in Gott, dass seine Geduld es in Kauf nimmt, dass wir Umwege machen. Er sagt, es ist kein Problem, dass du über einen Umweg zu ihm findest. Ich hatte gestern das Privileg, Teil einer Taufe zu sein, wo eine Frau, die über 60 Jahre alt ist, getauft wurde. Und die hatten Umwege über Esoterik und all das Zeugs gemacht. Und im Alter von 60 plus Jahren hat sie sich entschieden, die ganze Sache mit Jesus zu machen. Und ich glaube, das ist so das Herz Gottes, der hat so lange auf sie gewartet, hat so lange geklopft. Und endlich hat sie ihm die Türe geöffnet. Ich möchte dir einfach sagen, Gott wartet geduldig auf diese Umkehr. Und es ist mir auch wichtig, dass du weißt, es gibt keinen Druck von seiner Seite her. Vielleicht hast du schon Christen erlebt, die versucht haben, dich zu bekehren. Das ist nicht Gottes Plan. Er will dich nicht überreden, sondern er will eine Quelle sein, wo du sagst, ich dürste danach. Das ist genau das, was ich haben will. Und dass du dann zu ihm kommst. Aber er wird warten auf dich. Und falls du dein Herz für ihn öffnen möchtest, habe ich ein ganz einfaches Gebet für dich vorbereitet und dass wir zusammen jetzt beten können. Wir werden es auch einblenden. Und es geht folgendermaßen. Vater im Himmel, danke, dass du mich grenzenlos liebst. Vergib mir, dass ich dich bis heute ignorierte und stolz glaubte, es alleine zu schaffen. Danke, dass du mich nicht verurteilst, sondern deinen einzigen Sohn, Jesus Christus, an meine Stelle geopfert hast, damit nichts mehr zwischen dir und mir steht. Heute öffne ich dir mein Herz. Bitte komm in mein Leben, sei mein Freund und hilf mir, deinen guten Plan für mein Leben zu erkennen und danach zu leben. Amen. Wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal gebetet hast, dann möchte ich dich ermutigen, das jemandem zu erzählen, der aus mit Christus unterwegs ist. Und wenn du niemanden in deinem Leben hast, dann melde dich doch bei uns via Kontaktformular. Das seht ihr da eingeblendet. Und wir würden dich gerne anfeuern auf deinem Weg. Und falls du keine Christen in deiner Umgebung kennst, nicht in der Nähe von Zürich lebst, wir geben alles, damit du irgendwo Anschluss findest. Denn der Glaube ist nicht etwas, das man alleine lebt, sondern wir wollen einander anfeuern und ermutigen. Amen. Und wenn du heute da bist und sagst, mir fehlt die Geduld mit mir selbst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du mit mir
einfach noch betest und vielleicht aufstehst, dort wo du bist, momentan. Ich möchte euch noch einen Vers lesen, der mich sehr berührt hat. Der steht in Kolosser 1, Vers 11. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Wisst ihr, das Leben ist so voller Hindernisse, so viele voller Herausforderungen, so viele Dinge, die wir überwinden sollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer wieder selbst frustriert mit mir selber. Eigentlich denke ich, dass ich mehr drauf haben sollte, als ich wirklich liefere. Und ich stolpere immer wieder selber über meine eigenen Schwächen. Und Gott hat uns dazu berufen, überwindet zu sein. Die Bibel sagt, dass wir sogar mehr als Überwinder sind. Und in dieser Offenbarung, die 7 Kirchen sind dazu berufen, trotz schwierigen Zeiten zu überwinden. Und das, was uns befähigt, um überwindet zu sein, ist nicht etwas, das wir aus eigener Kraft machen, sondern es ist Gottes Glaube an uns, seine Geduld, dass er sagt, ja, wir sind menschliche Versager. Und vielleicht haben wir uns etwas vorgenommen und es hat nicht geklappt. Und wir sollen uns selber nicht unter Stress stellen. Gott hat Zeit und er glaubt an uns. Und er gibt uns momentan, wir leben in dieser Endzeit, wir leben in dieser Nachspielzeit. Er gibt uns diese Nachspielzeit, weil er weiß, wir können es schaffen. Das Spiel hätte eigentlich schon längstens fertig sein müssen. Aber er gibt uns eine extra Zeit, Nachspielzeit, weil er weiß, wir werden es schaffen, du und ich. Er glaubt an uns. Und deshalb sind wir Überwinder. Und ich lade dich ein, deine Hand aufs Herz zu legen. Ich würde gerne für dich beten, weil ich glaube, dass wir auch in einer Zeit sind, wo wir immer wieder gefordert sind, überwinden unsere eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht unter Druck setzt, sondern ein Gott der Geduld. Danke, dass du uns immer wieder eine Chance gibst. Danke, dass bei dir das Fass nicht überläuft, sondern dass wir eine Nachspielzeit haben und dass wir genügend Zeit haben, all das zu werden, wozu du uns berufen hast. Dass die Träume, das, was jeder von uns ganz tief weiß, auch die Würde, die du uns gegeben hast, dass das zu tragen kommt und sich durchsetzt im Leben und sich entfaltet. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gott Geduld hat mit dir. Und diese Geduld ist größer als deine Geduld. Und nicht deine Geduld soll bestimmen oder deine Ungeduld, wie weit du kommst, sondern Gottes Geduld mit dir. Sein Ja für dich ist viel größer als dein Ja, das du selbst für dich hast. Ich möchte euch segnen in eine Zeit, in eine Woche, in die nächsten Monate, wo ihr Überwinder seid und euch daran erinnert, dass ihr momentan in der Nachspielzeit lebt. Die Endzeit, in der wir drin sind, die ist dazu bestimmt, dass wir das Spiel noch umdrehen. Denn Gott glaubt an uns. Und ich glaube daran, dass du auch ein Überwinder sein wirst. Amen.